Läuft das Band? Ja, ja, dat. Dann los Jon. Dag Hermann. Dag Caroline. Dag leef Lückschot zu und unterwegs. Wir hoffen, es geht euch gut und dass die Corona-Biester nicht bei euch gekommen sind. Ja, ich habe ja bisher Glück gehabt. Ich habe 2 Impfungen hinter mir und ich muss da sagen, die Lügscher, die da beschäftigt sind, bei denen habe ich mich einzeln bedankt. So jetzt von toller Organisation und so jetzt Freundlichkeit. Ich war abends um 5:30, da waren die immer noch freundlich und die haben eine wirklich von Hand zu Hand wieder geholfen. Und ganz großes Kompliment an die Lügscher. Da wird selten drüber gesprochen. Möchten wir uns auf der Balkon gehen und applaudieren, wie wir das früher getan haben, ne? Ja, damit ist es nicht getan. Jetzt sind wir aber mittendran mit dem Corona, das machen wir jetzt aber nicht. Sonst schalten die Leute das Podcast direkt wieder aus, das möchten wir doch nicht. Nee, Aber vom Kranksein könnte man jetzt schwaden, ne? Ja. Es gibt ja auch andere Züge, wo die Leute mal letztlich waren in Köln und in ganz Europa. Also, da jedes viel von uns zu erzählen. Ja, wie können wir dann zurückkehren? Was meinst du? Wie erreichen unsere Kenntnisse dafür? Ja, von der Pest in Köln jedes jetzt. Wird ja auch früher hier in Europa die Pandemie, nee, ja, war keine Pandemie, sie haben gesagt, eine Epidemie. Die Pandemie ist überall, ne? Mit dem Pan dafür ist wie die Pennen, das jedes. Ja. Dank der großen, schnellen Flugzeuge und so, ne, ist das ja auch viel Glück auf der ganzen Welt, die Pandemie. Vorher Jahr waren ja noch nicht so viele Menschen wie heute. Aber sie haben viel mehr gelitten, meine ich. Wenn man das lesen geht, für ein Beispiel vom Hannibal oder in der Zeit vom Hannibal, da ja wird auch die Pest. Und die Leute ist ein bisschen wie heute, haben sie es nicht ernst genommen und dann haben sie ordentliche gelitten. Und dann konnte man nicht ins für die Tür gehen. Sie mussten ja auch raus, für jetzt zu essen zu holen und zu trinken. Und das konnten sie aber nicht. Für die Tür lagen die Berge von Lische. Und das war ganz schrecklich. Da haben sie versucht, das auch beschrieben, dass sie fortkommen und dann hätte das nicht gefloppt. Also manchmal jedes Parallele, aber heute haben wir ja glücklicherweise, dass man die Lebensmittel bestellen kann, die werden einem gebraten und man kann telefonieren, man kann Podcast hören. Man kann Videokonferenzen machen. Das ist ja, man kann ja nicht Schlupfkinder machen, das konnten sie vorher alle nicht. Das ist so ein schön Kölsch Wort, das Schlupfkinder machen. Ist ja dasselbe wie der Öjelskis. Kannst du das verklären? Der Öjelskis, ja, der Fernseher. Nee, aber mit dem Schlupfkinder ist für Kino, ne? Ja, sicher. Und ja. die Schlupfe sind die Pantoffeln. Sind die Pantoffeln, ja. Und weil man mit den Pantoffeln in das Schlupfkinder geht, also in das Wohnzimmer oder wo es ist, genau. Ich schlöfte mir zu sagen, das ja nicht mehr. Die sagen Fan sind und meine, das wäre Kölsch, ne? Ja, okay. Aber das wird ja noch ja nicht beim Hannibal und im Mittelalter wird das auch nicht. Und da hatte man die Pest hier in Köln. Das war also im 14. Jahrhundert. 1340 rum, ne? Boah, was bist du gebildet? Oh, ich habe das ja auch auswendig gelernt, vor 20 Jahren. Dann erzähl uns doch einfach die Geschichte vom Richmodis. Da kann ich mir nämlich denken, dass du dort drüber raus willst. Du hast es gerade. Also die Richmodis Lüstkirchen, so hieß wie sie noch nicht verheiratet war, ein Staatsfrau-Mensch. Und Menges von Aducht, das war eine richtige Patrizier, der hatte auch, ob das Staatsfrau-Mensch war, hat sie auch geheiratet und die konnten sich gut helfen, aber auch die wurden nicht von der Pest verschont. Und sie Staatsfrau-Mensch, Richmodis von Aducht, wie es dann jetzt hieß, lag dann leblos da rum und Menges, der hat sich die Augen aus dem Kopf gekriegt. Das hilft nichts. Der wurde dann, Richmodis wurde dann begraben. Die Totengräber, wie sie die Richmodis eingepackt haben, haben direkt spekuliert, Lorenz,
die hätten einen ganz wertvollen Ring. Wenn wir den irgendwo verscheuern, dann haben wir für das Leben ausgesorgt. Also haben sie die Richmodis dann, bei St. Apostel war der Kirchhof. St. Apostel, da war damals der Kirchhof. Da wurde dann die Richmodis begraben und mitten in der Nacht kommen dann die toten Gräber mit seiner Hülle für Retour, täten sie ausgraben und den Sargdeckel abmachen und wie ihr dann das Richmodis anpacken tät und wollt ihr den Ring von den Fingern trecken, da tät in der Stadt zu kühlen, sodass die Ballen eine Bozzimat haben, die toten Gräber sind Kasten gegangen, haben die Latein stehen gelassen und nichts wie weg. Also und war das ja nicht richtig tot? Das war also scheintot. So, und weil es scheintot war, hätte sich dann noch kurze Zeit wohl orientiert und hat sich gewundert, dass er am Kirchhof lag und nicht in einem eigenen Bett. Jedenfalls ist aufgestanden, hat sich die Latein genommen, die toten Gräber da in ihrer Ehe anstehen lassen und ist auf Heim angeschräumt. Auf Heim an, das heißt in der Nähe von Neumarkt, war ja das Haus mit dem kleinen Turm, wo die gewohnt haben. Und Richmodis tät dann an der Tür kloppen und ja, wer ist denn da? Ja, ich bin Richmodis. Und der Knecht und die Mägde, die das gehört haben, die denken, da, jetzt ist eine Jesus und sind Kasten gegangen. Und der Mengis, der das hören, ging an die Tür und sagt, ja, wer ist denn da? Ja, ich bin Richmodis. Und da sagt der Mengis, ach ja, also, wenn ich das laufen soll, also wenn du Richmodis bist, dann jeder laufen mit Bäder, jeder Turm ab und schauen aus dem Fenster, dass du Richmodis bist. Ich bin hier noch am Liegen, ich muss mich nicht auch noch verurteilen lassen. Und da hört der Richmodis, da hört der Menges Hofgetrappel. Und das war 2 Schimmel von seinen Bädern. Liefen gelatte Treppe ab. Und da tät der Menges an dem Richmodis die Tür abmachen. Sie fehlen sich um den Hals, was auch sonst, und haben sich gebützt und geknutscht und was soll man sagen, ja, sie haben noch viele Jahre zusammen gelebt und der Richmodis hat noch 3 gesunde Junge geboren. Ja, und was war mit der Bäder? Ja, die Knechte mochten die 2 Bäder rauftragen. Ein Bett kann der Treppe ab, aber nicht runterlaufen. Das war dann, achso, ja, und wer hück das noch sagt, der kann in der Richmodisstraße, die ist dann noch benannt worden, die Richmodisstraße geht noch. Und der Turm, der geht auch wieder, war ja alles im Krieg kaputt. Und die, später wurde dann auch 2 Holzköpfe modelliert, die boven am Fenster rausloren hätten. Aber weil die im Krieg kaputt waren, hat dann ein Bildhauer nach dem Krieg die 2 Beetsköpfe in Stein neu gemeißelt und wenn er dahin ist, kannst du Hück noch sehen, wie die Bäder boven am Turm am Fenster rausloren. Was ne schöne Verzell. Boah, ist das romantisch. Und die Pest war einfach fort. Das ist komisch, ne? Aber das ist so eine Verzellung. Ja, einfach fort. Da war es selber auch in Köln, dass die Dude sich gestapelt haben, die kommen ja mit der Beerdigung ja nicht mehr nach. Ist ja nicht so doll organisiert wie Hüg. War schon schlimmzig. Nee, ich meine, der Verzell möchte ja eigentlich so aussehen, dass die Esch, wenn sie früher um Kirchhof gelegen hat, so peu à peu wieder gesund geworden ist. Aber dass das überhaupt gefluppt hat. Einfach ein guter Bus um Kirchhof und alles wird wieder gut, ist ja komisch, ne? Ja, also das ist ja noch einmal bei Verzellscher. Die werden alle jetzt verbrämt, jetzt geschönt und man kann ja auch, naja, das man eine ganze Roman, eine ganze Stunde erzählen, wenn man jetzt die Einzelheiten ja noch ausklamüsern hätte. Da kann man jetzt natürlich noch allerhand drüber erzählen. Damals hieß es dann auch, ja, die Pest, wo kommt sie her? Man wusste damals wohl nicht oder wollte es nicht wissen, ich weiß es nicht, dass die Ratte,
Die Ratten haben die Pest verbreitet. Und da haben sie aber nicht gewusst, und da haben sie eine Schuldige gesucht. Und was haben die Drecksäcke gemacht? All die Schulden gemacht haben. Wo hatten sie die Schulden? Natürlich bei den Juden. Warum hatten die Juden ausgerechnet Geld? Die durften kein Handwerk erlernen. Die wurden in der Zunft nicht abgenommen. Und was haben die Juden gemacht? Zwangsläufig, sie haben sich um Geld gekümmert. Sie mussten von irgendetwas leben und haben dann an die Kölsche Geld verdient. Und dann haben die dann, wie die Pest immer schlimmer wurde, gesagt, die Juden, die sind nicht schuld. Und haben die dann aus Köln verdreven und weiß ich, was sie gemacht haben. Und damit waren sie ihr schuldenlos. Und das ist natürlich eine Dreckigkeit, die unmöglich war. Ich will ja nicht vom Trump sprechen, der sucht ja immer die Schuld für den Driss, der er gemacht hat, irgendwo anders. Aber das ist ein anderes Thema. Ja, aber das ist ja genau dasselbe. Der hat erzählt, dass der ganze Kram mit dem Corona nur von den Chinesen kommt. Und es gibt ja Leute noch, die da mitmachen und so Verschwörungstheorien machen, wo man das ja nicht glauben kann. Die für ähnliche Leute waren wie der Attila Hildmann und erzählt so eine Quatsch. Ist schlimm genug, dass es so viel Elend gibt und so viel Leid und Leute, die mal letztlich sind und die sterben, dass man sich da so drüber lustig machen darf. Also das wäre eine Sendung wert, dass man sich darüber unterhalten darf, wie man mit dem Sterben und mit der Dude umgeht und ein bisschen jetzt über mal Laute erzählen könnt oder so. Da machen wir uns extra, ne? Ja. Ist ja in der Gesellschaft vielleicht jetzt so ganz klein bisschen anders geworden durch das Corona. Aber vorher hatte ich den Eindruck, besser sieht man ja nichts, dass es einem schlecht geht. Und wenn man bedroht ist, da jeder Experten für. Aber sonst ist das nicht mehr gesellschaftsfähig, ne? Ich weiß ja nicht, ich meine, wenn ich so lüge, ich bin ja selbst ein Mann, aber wenn man so zusammensteht, das Erste, was ich, wie jeder Tag, das ist heavy, was ist das wie? Ich meine, der Blackfish hat ja nicht umsonst das Lied, das wie und da das wie, komponiert. Ja, da lässt sich ja auch noch jetzt machen. Aber wenn einer gestorben ist, wir haben sie als verzahlte Daten in der Todesanzeige nicht ins der Nachname abschreiben, damit sie nicht angesprochen werden. Nur nicht sagen, dass man bedroht ist und wir sind jung und allein und alle sind ja drauf. Nein, das sehe ich an sich nicht so. Wenn man bedroht ist, sollte man doch sagen. Und wenn es möglich ist, sollte man sich auch, wie es so schön im Kölsch ist, satt kriechen. Das Kriechen, das hilft mit einem wieder über das Bedrohtsein wegzukommen. Aber du hast doch auch alt mitgekriegt, dass die Leute dich ablenken wollen, wenn du bedroht bist. Oder sie fangen an das Thema an. Oder sie sagen, die Zeit heilt viele Wunden. Das ist doch Bedrisse. Ja, das stimmt ja bei manchen. Wenn ich mir einen Schnitt in der Hand oder wo auch immer jemand dann das hält so. Da stimmt der Spruch ja. Aber wenn du wirklich von Hetze bedroht bist, hast du ein Leben Mensch verloren. Und dann in einer guten, einem halben Jahr und seit Zeit hat alle Wunden, dann habe ich das Gefühl, der hat sie nicht mehr. Aber bitte, das ist rein persönlich, sieht jeder anders. Jäglers, Jägerlands. Aber wenn man mal laut ist, dass man darüber sprechen soll, ich glaube, da sind wir uns auch einig drüber. Also, dass man sich so aussprechen, das kann man auf Kölsch richtig gut, ne? Dass man so am Küme ist oder am Jömere. Ja, heißt, Küme und Jömere sind so Ausdrücke, die man dafür brauchen, also klagen auf Hochdeutsch. Ja, das sind aber welche, die nicht richtig krank sind. Das ist dann eine Kühnbrezel für ein Beispiel, ne? Oder eine Jömerpott. Oder ein Kranköhrlich. Ich weiß, mein Vater war eine stabile Kerl. Wenn der Schnuppe hat, dann kommen nach Hause und das kümmern. Ich ahne das wieder sitzen. Und wie er richtig krank war, dass er im Sterben lag, da hättest du überhaupt nicht hören, dass es ihm schlecht ging. Das ist komisch mit den Menschen. Ja, ich bin der ganze Tag der Rotzfahn am Schwenken, ne? Mein Nas läuft wie ein Dröppelminna. Das ist auch so ein Ausdruck, ne? Mit der Dröppelminna. Ja, das ist aus dem Bergischen. Die Kaffeekanne, die einen Schnut hat, eine Tülle.
Und wenn man die nicht richtig so machen, da lief dann nicht der Kaffee raus, ne? Nicht der Boven so. Und wenn die dann, der Joghurt ja dann wenn die Tröppel wo da so eine, ja, ich würde mal sagen, eine Maske, ne? Wo da so eine Schlabberlatz drunter, so Gummibälsche drunter, dass die Droppe abfangen. Ja, nicht zu verwechseln mit den heutigen Maskenpflicht. Das ist wieder ein Thema, aber da wollte man nicht mehr von sprechen. Aber dass man sich ausspricht, wenn es einem schlecht geht, das haben sie ja jetzt auch in der Medizin entdeckt. Also das war nicht Luther so. Wie meinst du das? Ja, heute spricht man doch viel von der Psychosomatik. Wovon? Ist das jetzt Schlimmes? Psychosomatik? Psychosomatik? Hast du noch nie gehört? Nee, wie mäht man so jetzt? Nee, das ist, du kennst aber doch Psychologie. Psychologie, ja, da habe ich jetzt von gehört. Und Logos, das Wort, ne? Hat jetzt mit Sprecherei zu tun. War denn der Strunzbügel? Ist aber auch der Wissenschaft, also der Wissenschaft von der Seele. Und der Psychosomatik, das Soma, das ist auch griechisch und heißt Oliv. Und die Psychosomatik beschäftigt sich mit dem Zusammenhang von der Seele und dem Lief. Aha, und ist das jetzt für eine Internist für ein Beispiel? So eine Arzt, eine Doktor? No, nicht Doktor. Das kommt drauf an. Also der Internist, ich meine, normalerweise möchte jeder Arzt sich damit beschäftigen. Aber sie haben es auch wirklich entdeckt und man kennt es ja auch. Also der Zusammenhang ist ja ganz eindeutig. Man sieht ja auch, ich kriege einen dicken Hals oder das schlägt mir ob der Mare. Und wenn man sagt, ich bin sauer, das heißt ja auch die Säure im Mare, die ist mir geworden. Oder wenn einer so richtig verbissen ist, da hört man halt an der Sprache, dann geht der auch die Zähne oben einbeißen oder der ist halsstarrig. Und du kennst es doch auch von dem Blutdruck. Wenn du dich abbrichst, dann geht der Blutdruck in die Höhe. Und ich meine, in der Medizin kann man sich ja klar machen, wenn einer ganz oft Copping hat, das ist vielleicht besser wie ein Spritze verpassen, auf Tablette zu geben, dass man erstens so rausfinden kann, wieso der Copping hat. Ja, aber das ist, jetzt kommen wir ja bald in eine Fachgespräche rein, das wollten wir ja auch nicht. Die Ziege haben sich auch ordentlich geändert. Heute kann ja malig in das Internet gehen und wenn da irgendeine Krankheit kriegt oder so jetzt, was sich so anfühlt, dass es nicht ganz in Ordnung ist, geht er das nachschauen und kann sich informieren über die Vitaminchen und Mineralien und Spurenelemente und sonst jetzt und über das Ganze, wie man Latte ist und dann gehen sie noch am Arzt und ich kann mir gut vorstellen, dass der Arzt auch arche Nerv ist. Da kommt dann so eine Patient und mit der Eindruck, er ist selbst ein Arzt und dass die dann operiert sind, kann man verstehen. Oder mit der Apotheke hast du auch jetzt von verzahlt, ne? Ja, meine Tochter konnte ja von erzählen. Frau Apotheker, ich habe gestern im neuen Blatt oder ich weiß ja nicht, wie die Dinger heißen, habe ich gelesen, da jeder das Nonplusultra-Dingenskirchen mal schlägt und schon ist der ganze Pinkfort. Könnt ihr mir das verschreiben? Ja, wie heißt das denn? Ja, wissen Sie, das ist so ein weiße Pill, da wissen Sie doch. Naja, und damit müssen die dann fertig werden, das nur so nebenbei. Aber sie haben sich auch nie wie früher dran gewendet in der Medizin, also Apotheker oder auch Ärzte, da hat man frisch. Ich weiß, wie ich Studentin war, da haben sie mit der Blinddarm operiert. Und ich wollte ja genau wissen, was da passiert ist. Da ja wird kein Internet, ich habe auch kein Buch geholt. Ich lag im Krankenhaus, im Spital und habe der Arzt dann gefragt, was wird da eigentlich gemacht mit dem Blinddarm? Haben Sie Beschwerden? Nee, mir geht Jod, ich will ja nur wissen, wie das für sich geht. Ja, det irgendjet wie. Nee, es hat nichts wie. Und der konnte sich das überhaupt nicht vorstellen, dass ich das einfach nur wissen wollte, was mit meinem Leben passiert ist. Das wäre höchst anders, wenn man höchst frisch, ja, stellen Sie alle Fragen, das ist wichtig und so, da hätte sich ordentlich getan. Und es ist ja schließlich auch wichtig, dass ich zufrieden bin, wie ich behandelt werde. Ich habe nicht einmal Flöte geholt, so ein Arzthelferin, der Herr Doktor ist sehr zufrieden mit Ihnen. Da fing ich unmöglich. Ist doch wichtig, dass ich zufrieden bin mit dem Arzt und noch mehr, dass ich gesund werde. Ja, ich denke, das ist das Wichtigste, dass man sich alles gesund fühlt.
Ja, und dat mal frisch, ne? Also, dat man eine Fink auch, der dafür offen ist, ob ist, dat man der fragen darf. Ja, es gibt ja auch der Spruch, Gesundheit ist nur die Abwesenheit von Krankheiten. Ne? Also da könnte man noch eine ganze Stunde drauf erzählen. Ja, das finde ich eher dünn als Definition, aber das machen wir nicht. Machen wir doch besser jetzt der Sprachkurs, ne? Ja, machen wir doch. Da, aufgepasst, jetzt wird Kölsch gelehrt. Das erste ist halt ingeflossen. Wer krank ist in Köln, der ist malade, schön französisch, oder auch maletzisch. Der ist nicht jod drup. Und wer das übertrieb und die ganze Zeit am Küme oder am Jömere ist ein Krankölig, ne Kümbretzel oder ne Jömerpott. Ja, so ist es. Und da geht der noch am Arzt und was tät der Arzt? Er verschrieb einem jetzt. Erstens tät er Blut aufzappen oder eine Ungersöke oder einen Spritz verpassen und dann tät er Medizin abschreiben. Ja, warum auch nicht? Dafür ist er ja da. Und wenn man jod drauf ist, dann geht es besser und sonst geht man in das Krankenhaus oder besser, ob richtig Gölsch, in das Spital. Ja. Was geht es für Krankheiten ob Gölsch? Ja, das ist an sich selten. Meistens ist es einfach in das Kölsch übersetzte Hochdeutsch, weil die Mediziner unter sich schon nur Latin schwaden, ne? Für Beispiel Kopfping, Zandping, Halsping, Ohrenping, Buchping und ja, und dann jetzt von der Verdauung, wenn man den Flücke macht voran hat, ne? Der Flücke macht voran ist elegant gesagt der Dünndres. Ja, so ist es. Da, von wegen hoher Blutdruck. Wenn man der zu hoch ist, da kriegt man einen Schlängelschlag. Hört sich ganz genüsslich an, ne? Ob Kölsch, einen Schlängelschlag. Aber das ist jetzt ganz Schlimmes. Dann bist du nämlich fort vom Finster, wenn du Glück hast. Die Ärzte können ja höchst erst viel. Dann wirst du wieder belebt oder durch eine Stände oder weiß ich was, eine Bypass wieder am Leben geholt. Das ist höchst alles möglich. Das Beste ist, am eng seht man die Wünsche, die man hat. Für eine, der maletzisch ist, seht man jode Besserung. Und für eine, der gesund ist, Haltische Salze. das muss verklären. Ja, haltische Salze geht von der Heringsbände, ja. Das heißt, sie jinken vorher mit einem Fass in die Salze Hering über die Straße und dann auch die Holländer kommen damit, ne? Holländische Hering, die waren in die Salze. Warum? Damit sie sich halten täten und gesund in jedem Zustand wieder verkauft werden konnten. Aber wir werden nicht verkauft, wir blieben hoffentlich so, wie wir sind, ohne wieder krank zu sein. Jetzt sind wir mit unserem Sprachkurs und mit unserem Podcast für Hück am Eng. Und Hück können wir ganz besonders jetzt sagen zum Abschluss. Halt euch Salze!